An der Altmühl in der Nähe von Eichstätt bin ich mit Stiller Bauer auf der Suche nach was Grünem unterwegs. Das braucht sie zum Brotbacken. Österliches steht auf dem Backprogramm der Bäuerin und sie weiß, wo jetzt die frische Brunngräs wächst. An der Kneipanlage bei Almos Mühle an einer Karstquelle. Da ist die Quelle, gell? Und lauter Brunnengräse da. Ah, so viel Brunngräs. Ja, schau her, zupfen wir uns gleich was. Magst du gleich probieren? Ja, freilich. Gell? Aha. Wofür man beim Backen die Brunngräs braucht, ich bin gespannt. Schmeckt gut, gell? Scharf, schon ein bisschen schärfer, Ja. aber auch ein bisschen bitter. Ganz wenig, ganz wenig. Ja, ich traue mir gar nicht so noch hingehen. Ja, pass auf, dass das nicht reinrutscht. Ich traue mir raus. Was die für Wurzeln haben. Ja. Also, Stiller Bauers Hof ist nicht weit am Rand von Walting und da gleich in der Nähe hält sie Ziegen. Jetzt, alle raus. Die Ziegen rennen auch gleich dorthin, wo es grün ist, wenn sie aus dem Stall dürfen. Da schau her, die wollen was Frisches, was Grünes. ja, das gibt's ja jetzt. Ja, Ja, jetzt kommt der Frühling. Daheim am Sixenhof gehen wir mit unserem Frühlingsgrün in den Keller. Stiller Bauer hat eine Backstube eingerichtet. Sie hält Backkurse. Heute bin ich der einzige Teilnehmer. so, dann fangen wir an. Ja, und was machen wir jetzt überhaupt? Wir backen heute ein Rocken-Sauerteigbrot mit Dinkel. Dann probieren wir es heute einmal mit der Brunnengräse. Ich finde es ganz gut, wenn man es im Frühjahr so frische Kräuter hat, dass man die mal rein tut. Man muss nicht immer Bärlauch nehmen oder Brennnessel, kann man auch nehmen, aber heute probieren wir es einmal mit der Brunnengräse. Dann holen wir aus der Seuch unseren Osterschunker raus. Was, aus der Seuch? Aus der Seuch, der wird noch in der Räucherkammer, der ist noch in der Hand. Das habe ich aber jetzt nicht verstanden. Ein was? Osterschunker. Schunker. Was ist das? Schinken, Der Schinken. Schunker. Ja, der Osterschunker. Also das gibt's bei euch an Ostern? Ja, einen gekochten Osterschunker. Und dann machen wir noch Osterfladen. Machen wir noch heute. Ja, da haben wir ganz schön was zum Haben wir tun. ein großes Programm, ja. Da brauche ich jetzt 4,5 Kilo Roggenmehl. Ich nehme das 997. Nächste Mal. Das ist jetzt ein Dinkelmehl. Ganz andere Farbe, gell? Das ist Ja, und fühlt sich ja Gelblich. ganz schön an. Vom Haupttischen her ist das ganz schön. Riech einmal. ja, erinnert ein wenig an Brauerei. Genau, das ist bei der Brauerei. Das ist ein Malz. Und das da? Fenchel, Anis, Koriander und Kümmel. Ein paar Sonnenblumenkerne da immer rein, Kürbiskern dazu. Und Salz. Bei ihr ohne Jod und Fluor. Das ist normal. Der eigene Sauerteig kommt noch zum Mehl und die Hefe, die mit Honig angerührt wird. Also kein Wasser oder sowas dazu. Nein, Wasser kommt später. Der Honig macht das flüssig. Schon. Wasser fehlt bloß noch für den Teig. Da kommt jetzt 5 Liter drauf. 5 Liter. Während das frühere Kneten mit der Hand die Maschine erledigt, wird händisch das Vitaminreiche aus dem Wasser Frühlingskraut gereinigt. Und das ist ein Brennnessel. Das sind die Brennnesseln. Hast du schon gewaschen? Die habe ich schon gewaschen, ja. Hast du schon gewaschen? Ah ja. Ist das ein Meerrettich? Das ist der Meerrettich, ja. Also den hast du auch im Garten. Wächst. Ah, und der treibt auch jetzt schon aus. Der treibt jetzt schon aus. Den braucht man zum Osterschunker dazu. Osterschunker. Osterschunker. Und jetzt Gräse schneiden. Was wir nicht brauchen, das geben wir die hin. Man schmeckt es ein bisschen im Brot. Man sieht es jetzt auch an der Farbe, dass sich die Farbe ein bisschen verändert vom Brot. Kommst besser rein. Der Teig ist schön aufgegangen. So muss es sich anfühlen. Ja. Ja, schon sehr weich. Ja, richtig weich. Dann mischen wir es jetzt rein. Ganz professionell ist Stiller Bauer angerichtet. Das Backen ist wegen der Kurse nicht mehr nur Hobby. Als solches hat's angefangen. Das Brotbacken gehört mittlerweile genauso zum Sixenhof wie die eigene Hühnerhaltung und der Eierverkauf. Die Hennen brüten selber da. Die wissen schon, dass sie es kriegen, oder? Die warten schon drauf, ja. Da kannst du einfach drüber schmeißen über den Sack. Einfach drüber. Einfach drüber schmeißen. Schau mal. Möchtest du das auch? Möchtest du was Grünes? Möchtest du einen Salat? Ja, tatsächlich. Ja, ja. Ganz scharf sind's auf die scharfe Gräse.
Ja, auf so einem Bauernhof ist an allen Ecken immer was zu tun. Und da trifft man dann zwischendurch auch auf den Ehemann, den Josef Bauer, mit dem ich noch den Osterschunker vom Dachboden holen werde. Aber die Stiller holt erst einmal die Eier, die sie auch für den Osterfladen braucht. Traust du nicht rein? Ja, nein, nicht, dass ich. Es gibt eine Pflege, ja, bei den Hühnern. Die haben's nicht. Habt ihr nicht? Nein, haben's nicht. Die Hühnerpflege. Das ist natürlich ein ganz gepflegter Hühnerstall. Ja, waren schon Fleißigkeit. Ja. Und alle Farben, gell? Ja, grün. Brauchst eh keine Ohrfarben, weil du hast das von Haus aus schon Farben. Ja, Vom Hühnerstall zum Schafstall. Die Schafe sind im Winter am Hof, die Ziegen draußen. Aber jetzt dürfen sie auch bald raus. Was sind das für? afrikanische Schwarzkopf-Dorber sind das, ja. Die muss man nicht scheren. Die verlieren die Wolle selber, die kannst du rupfen, wenn sie so weit sind. Dann, ja. In der Backstube ist jetzt zum Brotformen. Oh, schau her, wie schön das der gegangen ist. Der Sauerteig und die Hefe haben den Teig schön luftig gemacht. Das Formen schaut leicht aus, aber man muss es können. Schau her, das ist da, kriegen wir die Spannung drauf. Du tust immer ein bisschen weiter rucken. Ich drehe ein bisschen rüber, diese Hand halten nur da. Aha. So. Schau. Und ich merke, dass es ein bisschen pappt und dann gehe ich wieder ins Mehl. Die müssen wir dann Ich hab's gar nicht probiert, das mit der Spannung. Lieber einfach zuschauen. Sieht man da jetzt die Kresse noch? Ja, Sieht man schon ein schön, bisschen. das sieht man schön dann. Ja. Gell? Aber sie verfärbt sich halt beim Backen dann, die wird ein bisschen dunkler dann. 11 Leib sind's waren, die immer wieder noch gehen müssen, bevor sie in den Ofen geschossen werden. Alle werden selber gegessen oder gehen an die Verwandtschaft. Jetzt gibst du mir schnell meinen Pizzaschneider, der da Den hinten. da? Ja. Und dann mache ich jetzt halt wie im Fluss des Lebens. Läuft nicht immer gerade, manchmal rüber und drüber. Und dann schießen wir es ein. Vorsicht hinter mir. Ja, da muss man aufpassen. Gell? Ja, nicht, dass ich den zusammenstangel. Gell? Ja, man hat ja hinten keine Augen im Kopf. Jetzt mache ich noch eins so. Himmelsrichtungen. Gell? Ja, Oder die 4 Elemente. genau. Gell? Oder einfach für Strich, damit die Krusten schön aufreißt. Ein kleiner Leberkäsleib kommt auch mit rein, damit wir dann das Brot nicht trocken probieren müssen. Der Josef Bauer nimmt mich auf den Dachboden mit. Da hängen die Osterschinken im Kamin. Also das ist unser Reicherkammer. Nur eine richtige alte Sicht. Wir mögen unseren Außenschunker da drinnen machen. Mit dem 4 Wochen Säucher und 4 Wochen haben wir es in der Salzlauch. Also und dann tust du es 4 Wochen reichern. Ja. Ganz kalt, oder wahrscheinlich? Ja. Mit Buchenholz, dass er nicht so schwarz wird. Also schwarz gereichert ist es nicht. Es ist schon dunkel, direkt schwarz gereichert ist nicht. Für einen Tag, für Austern, ist das die richtige Portion. Der Schunker. Lauter halberte Hammer sind's, so sagt man zu einem halben Schinken oder Schlegel in Walting und Umgebung. Gehst du vorwärts, Obi? Nein, Ja. das trauen wir nicht. Ich muss so oben gehen. Da fürchte ich mich, wenn das so steil ist. So, da ist der Schinken. Ah ja, den wiegen wir jetzt gleich mal. Der Schunker muss gekocht werden. Wenn er gut eingesucht ist, braucht man keine Gewürze im Kochwasser. Und wann hat's den gegeben? Am Karfreitag sind wir oft aufgestanden und haben nach 12 Uhr in Osterschinken gegessen. Aha. Da war er schon fertig. Ja. Also ist er schon so bald Ja. gekocht Ja. worden. Und dann wann ist der nicht für den Ostersonntag dann gewesen? Also wir haben ihn am Ostersamstag schon immer Mittag schon gegessen, immer warm gegessen und dann kalt dann am Ostersonntag nach der Kirche, nach der Speiseweihe dann. Mit Osterfladen, mit Meerrettich, also mit Krähe und mit geweihten Eiern. Inzwischen ist das Brot mit der Brunkrest drin fertig geworden. Nach dem Auskühlen ist auch der Leberkäse aus dem Ofen gar und noch warm. Jetzt bin ich gespannt, ob mir die Brunkrest im Brot auch schmeckt. Das Brot ist wunderbar geworden. Ah ja, da ist Brunnenkresse. Ja, Brunnenkresse und Brennnessel sieht man da. Gell? Darf man das aufreißen? Ja, freilich. Muss ich mal so probieren. Probier's einmal. Ja, es ist wahrscheinlich gesund, gell? Das ist gesund. Es ist gesund.
Aber man schmeckt es jetzt nicht so. Gell? Ist nicht dominant. Das Brot ist schon einzigartig gut. Und einzigartig ist vielleicht auch, dass die Stiller Wachtel-Ostereier färbt. Und jetzt wird der Osterfladen gemacht. Die Zutaten ähnlich wie für einen Stollen. Zitronat, Orangat, Mandelstifte und Rosinen. Aber der Teig wird viel weicher und luftiger. Weizenmehl, Milch, Zucker, Butter und natürlich die Eier von den eigenen Hähner lassen ein ganz besonderes süßes Ostergebäck entstehen. Der geknetete Teig wird rund geformt und muss bis zum Backen immer wieder gehen. Jetzt vermischen wir die Milch mit dem Eigelb. Streichen wir die Fladen ein. Schneiden es nochmal schön ein und dann schieben wir es in den Ofen. Circa 35, 40 Minuten. Und wenn er fertig ist und angeschnitten wird, glänzt er schön. Zum Probieren ist jetzt auch die Tochter Maria da beim Osterdemo-Essen. Ist auseinandergegangen. Ja, sehr weich. Da schneiden wir so dicke Scheiben runter. Aber wie das zusammenpasst, der deftige Schinken und das süße Gebäck, ich bin ein bisschen skeptisch, weil ich das so nicht kenne. Vom Meerrettich werden die feineren Wurzelstücke dazu gegessen und nur ein bisschen abgeschräfelt. Ein Krähe. Der duftet schon scharf aus. Tochter Maria zeigt, dass man all die österlichen Spezialitäten kombinieren kann. Den hervorragenden Schunker vom Vater mit dem Fladen von der Mutter. Erste Butter, da darf man auch ruhig ganz viel nehmen, weil dann schmeckt es nämlich besser. Ja. Und dann schneidet man sich das so ein Stück runter. Platziert es da schön. Und wenn der so schön weich ist, dann kann man den so ein bisschen zusammendrücken. So. Das ist ein Ei. Und das Ei. Das legt man dann auch mit drauf und türmt das alles so ein wenig aufeinander. Und am Schluss legt man das noch mit drauf und dann kann man es essen. Ja, und so werden viele Leute jetzt an Ostern rund um Walting im Altmühltal ihr Traditionsessen genießen. Schöner Stapel. Ein süßer Stapel. Und Paul, wie schmeckt es jetzt, der süße Zopf zu dem deftigen Fleisch? Ja, also schmeckt schon. Aber also ich bin es ehrlich gesagt nicht gewohnt, so wie so ein Hefezopf zum Fleisch, zum Kreihen. Also mir hat mir daheim gesagt, das schmeckt wie ein Brothering mit Pfefferminzkugel. Aber so schlimm ist es nicht. Also, Man kann schon essen, ne? es schmeckt. Es ist mal was anderes, gell? Und man soll ja immer wieder mal was Neues ausprobieren. Und keine Vorurteile haben. Oder? Schmeckt doch gut? Ja. Ich hab noch nicht